SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Mitten in einem Park voller Palmen, Springbrunnen, Flamingos und Enten steht ein Palast. Es ist ein prunkvoller Palast mit 77 Zimmern. 77. Zimmer ist das grösste. Die Wände sind aus purem Gold und die Decke ist so blau wie die Nacht. Auf dem Marmorboden liegen dicke, weiche Seidenküsse. Auf dem grössten und weichsten Küsse sitzt im Schneidersitz der Kalif, der Herrscher vom Orient. Er hat einen weiten gelben Seidenmantel an, raucht seine Lieblingspfeife, schaut den Rauchringli an, den er in die Luft bläst und trinkt einen pfefferten Tee. Da geht die grosse Flügeltür auf und es kommt ein schlanker, grosser Mann mit grauen Haaren und einem grünen, luftigen Gewand rein. Das ist dem Kalif sein Grossvezier, sein treuester und bester Berater. Der Grossvezier macht eine Verbeugung, dann sitzt er auf in der Küsse. Jetzt ist die Zeit, wo die beiden miteinander alle Probleme vom Land besprechen. Aber heute ist der Grossvezier nicht bei der Sache. Der Kalif bläst 3 schöne Rauchringli in die Luft und sagt: «Mein geschätzter Grossvezier, was ist heute mit dir los? Wo bist du mit deinen Gedanken?» Der Grossvezier zuckt zusammen. «Entschuldigung, tut mir leid, hochwürdiger Kalif, aber mein Kopf ist voller Wünsche. Sie wirbeln wie Säufenblätter umeinander und wollen einfach nicht verplatzen.» «Wünsch? Was hast denn du für Wünsch?» fragt der Kalif. «Vor dem Palast steht ein Händler mit einem roten Kästchen», erzählt der Grossvezier. «Ja und?» fragt der Kalif. «In dem roten Kästchen hat er die schönsten Juwelen, die man sich noch vorstellen kann. Und sogar einen goldenen Strähl, geschmückt mit roten Rubinen, genau wie ihn sich meine Frau schon seit Jahren wünscht.» «Aber?» fragt der Kalif. «Ich habe zu wenig Geld. Noch nie, noch gar nie hat mich das so gestört wie heute. Wenn ich nur nicht mehr an die Juwelen denken müsste. Aber ich schaff's einfach nicht. Ich bringe die Schätze mit dem besten Willen nicht mehr aus meinem Kopf.» Der Kalif schmunzelt. Er will seinem Grossvezier schon lange Freude machen. Darum lässt er jetzt den Händler sofort aufholen, auf in sein 77. Zimmer. Dem Grossvezier sein Herz klopft so laut, dass er meint, der Kalif höre es. Er kann fast nicht ruhig sitzen, wo die Flügeltür aufgeht. Ein kleiner, dicker Mann in einem verlumpeten Gewand kommt rein. Unter dem Arm hat er ein rotes Kästchen. Er stellt das Kästchen vor dem Kalif auf den Boden und macht beide Kästchentüren auf. Und da, es funkelt wie ein sternenklarer Nachthimmel. «So, mein Grossvezier», sagt der Kalif. «Jetzt sucht er aus, was dir gefällt.» Der Grossvezier zittert vor Glück. Er nimmt zuerst den goldenen Strähl mit den roten Rubinen, dann ein Armband voller Diamanten, eine Halskette aus grossen Perlen und für sich einen kleinen Säbel geschmückt mit farbigen Edelsteinen. Es hat nochmals so einen Säbel. Den nimmt der Kalif. Gerade wo der Händler die Kästchentüre wieder zumachen will, entdeckt der Kalif eine kleine Schublade. «Was ist in dieser Schublade versteckt?» will er vom Händler wissen. «Ja, es sind nur 2 Sachen drin», murmelt der Händler und zieht die kleinen Schubladen auf. Ein Papier, das fest zusammengefaltet ist, und da ein silbriges Döschen mit einem schwarzen Pülverli. Der Kalif nimmt das Papier, faltet es auseinander und staunet. Auf dem Papier sind komische Zeichen gemalt. Der Kalif und der Grossvezier probieren die Zeichen zu lesen, aber vergeben. Der Händler murmelt: «Ich habe beides einmal von einem uralten, weisen Mann geschenkt bekommen. Aber ich weiss auch nicht, was auf dem Papier steht. Die Schriftzeichen hat noch nie jemand lesen. Ich weiss nur, dass das Papier und das Dösli zusammengehören. So hat mir es auf jeden Fall der uralte Mann gesagt. Ich verkaufe Eurer Majestät beides sehr gern. Ich kann sowieso nichts damit anfangen.» Jetzt zittert der Kalif vor Glück. Er ist nämlich ein leidenschaftlicher Sammler von so alten Zeichen. Jedes, was ihm unter die Augen kommt, muss er haben. Auch das. Der Schatzmeister vom Kalif zahlt dem Händler für alles einen guten Preis. Der Händler verbeugt sich tief, murmelt es «Dankeschön» und schlurft aus dem 77. Palastzimmer.
Der Grossvezier schaut seine herrlichen Geschenke mit grossen, leuchtigen Augen an. Und dann versorgt er seine Schätze in einer Falte von seinem Gewand. Der Kalif rätselt an dieser Geheimschrift herum. Er kann das alte Papier nicht auf die Seite legen. Plötzlich sagt der Grossvezier: «Ich glaube, ich weiss, wer uns die Schrift entziffern könnte. Wer die Zeichen könnte lesen.» «Ja, wer?» fragt der Kalif aufgeregt. So aufgeregt hat ihn der Grossvezier in all diesen Jahren noch nie erlebt. Darum sagt er geschwind: «Er heisst Selim. Er ist ein gescheiter Mann, der gescheiteste im ganzen Land. Ich glaube, er könnte das schaffen.» Sofort lässt der Kalif nach dem Selim suchen. Er muss nicht lange warten und der gescheite, weise Selim steht vor ihm. Der Kalif sitzt immer noch im Schneidersitz auf seinem dicken Seidenküssi. «Selim, ich habe gehört, du seist der gescheiteste Mann im ganzen Land. Darum bitte ich dich, schau die Geheimschrift hier auf dem Papier an. Wenn sie lesen kannst, kommst du 7000 Goldstücke rüber. Wenn es dir aber nicht gelingt, musst du 7 Tage lang den Palast putzen, weil man sonst vergeben von dir würde sagen, du seist der gescheiteste Mann im ganzen Land.» Der Selim verneigt sich tief und sagt: «O hochwohlgeborener Kalif, ich will's probieren.» Der Selim nimmt das Papier sorgfältig in seine feinen Hände und fängt an, jedes Zeichen zu studieren. Der Kalif lässt ihm Tee servieren. Und der gescheite Selim trinkt und studiert. Der Kalif bläst Rauchringli in die Luft und der Grossvezier träumt von seiner Frau und den herrlichen Juwelen, die er ihr zu Abend schenken kann. Plötzlich reisst der Selim Pet aus ihren Träumen. «Ich has!» ruft er. Der Kalif macht in seinem Schneidersitz einen gespannten Rücken und auch der Grossvezier sitzt kerzengerade an. Es heisst da, fängt der Selim an zu lesen: «Wer von dem Pulver in dieser Dose schnupft und dazu Mutabor sagt, der kann sich in jedes Tier verwandeln und versteht deren Sprache. Will er wieder in seine menschliche Gestalt zurückkehren, so neige er sich 3-mal gen Osten und spreche wieder das Wort Mutabor. Aber wenn er ein Tier ist, darf er nie lachen, denn wenn er lacht, verschwindet das Zauberwort aus seinem Gedächtnis und er bleibt für immer ein Tier.» Der Kalif schmunzelt. Er hat eine helle Freude. Er bläst wieder ein paar Rauchringli in die Luft und schaut den Selim streng an. Der muss untertänigst schwören, dass er das Geheimnis niemandem verratet. Der Kalif lässt dem Selim von seinem Schatzmeister die versprochenen 7000 Goldstückchen bringen und der gescheite Selim verlässt mit ruhigem Schritt 77. Palastzimmer mit der goldigen Wand und der Decke, wo so blau ist wie die Nacht. «So», sagt der Kalif zu seinem Grossvezier, wo sie wieder alleine sind. «Dem sage ich einen fantastischen Kauf. Einen traumhaften Kauf. Ich freue mich schon jetzt, einen Tag lang ein Tier sein. Was für eine Gelegenheit. Einen Tag lang zuhören, was Tiere miteinander reden. Mein guter, treuer Grossvezier, morgen am Morgen früh gehen wir zusammen in den Palastgarten und schnupfen von dem schwarzen Pülverli. Es darf uns aber niemand begleiten. Und es darf uns auch niemand von weitem zuschauen. Das ist mein Befehl.» «Selbstverständlich», sagt der Grossvezier. Er bedankt sich herzlich für die wundervollen Juwelen und geht glücklich aus dem 77. Palastzimmer. Am anderen Morgen ist es dann soweit. Kaum hat der Kalif im 77. Palastzimmer fertig zum Morgen genommen, geht die Flügeltüren auf und der Grossvezier kommt rein. Fröhlich erzählt er dem Kalif, wie sich seine Frau über die herrlichen Geschenke gefreut hat, was sie für ein überraschtes Gesicht gemacht hat und wie sie glücklich durchs Haus tanzt ist. Der Kalif freut's. Dann steht er von seinem dicken Seidenküssi auf. Die Dose mit dem geheimnisvollen Pülverli hat er in seinem Gürtel versteckt. Die Dienerschaft steht Spalier und verbeugt sich tief, wo der Kalif und sein Grossvezier durch die Palasthalle in den Palastgarten rausschreiten. Und schon gleich darauf
sind die beiden zwischen den Palmen und den Sträuchern verschwunden. Sie schlendern zum Flamingoteich. Dort bleiben sie stehen. Über ihren Köpfen kreist ein Storch. Ein zweiter Storch landet genau vor den Füßen vom Kalif und dem Grossvezier und klappert etwas zum anderen in die Luft auf. «Das ist ein Zeichen», sagt der Kalif ganz aufgeregt. «Jetzt schnupfen wir von dem schwarzen Pülverli und hören, was die beiden Störche plappern.» Gespannt wie ein Pfeilbogen zieht der Kalif das Dösli aus seinem Gürtel, streut die Prise von dem schwarzen Pulver auf den linken Handrücken und auch der Grossvezier streut die Prisen auf seinen linken Handrücken. Sie schauen einander in die Augen, dann schnupfen sie die Prise, als wär's neues Pulver. Jeder von ihnen sagt das magische Wort «Mutabor». Da sagt der Grossvezier: «Mein hochverehrter Kalif, das Wort «Mutabor» dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Das Wort brauchen wir wieder, um uns zurückverwandeln. Und nicht vergessen, wir müssen uns dabei 3-mal gegen den Osten verbeugen. Und ganz wichtig, wir dürfen das Tier um Himmels Willen ja nie lachen. Ja, sonst ist es weg, das Zauberwort. Fort aus unserem Gedächtnis. Und wir bleiben für immer ein Tier.» «Alles klar», sagt der Kalif. Und schon wirkt das schwarze Pülverli. Ihre Beine werden dünner und dünner. Die gelben Seidenpantoffeln vom Kalif und die grünen vom Grossvezier verwandeln sich in Storchenfüße. Die Arme werden Flügel, der Hals wird schlank und rank und lang und der Körper schrumpft zu einer Storchenform voller schneeweißer Federn. 2 wunderschöne Störche stehen da. «Oh la la, haben Sie aber einen hübschen Schnabel, Herr Grossvezier Storch!» klappert der Kalif Storch verschmitzt. «Danke untertänigst», sagt der Grossvezier Storch und verneigt sich, wie er sich's gewöhnt ist, und klappert. «Und Sie, hochverehrter Kalif Storch, nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie sehen als Storch eleganter und königlicher aus.» «Danke für das freche Kompliment», grinset der Kalif Storch vergnügt. «Aber jetzt will ich hören, was der Storch beim Weiher zu mit dem in der Luft oben plappert.» Die beiden Störche stachsen vorsichtig und gewackelig auf ihren hohen, dünnen Beinen hinter einem dicken Rosenbusch. Dort sind sie gut versteckt. Dort spitzen sie ihre Storchenohren. «Hallo, Herr Schönschnabel, so früh schon auf der Wiese?» ruft der Storch, der unter dem Himmel seine Kreise zieht. «Ich bin ein Frühaufsteher, Frau Langbein, und ich habe mir eben ein kleines Zmorgen genehmigt. Möchten Sie vielleicht ein Viertel von einer Eidechse oder einen Froschschenkel?» «Danke herzlich, aber ich habe heute keinen Appetit», ruft die Störchin von oben runter. «Ich komme wegen etwas ganz anderem im Palastpark. Wissen Sie, Herr Schönschnabel, ich darf heute Abend vor den Gästen von meinem Vater tanzen und dafür wollte ich ein bisschen üben.» Die Jungstörchin Langbein zieht ihren letzten Kreis und landet elegant auf der Wiese neben dem Storch Schönschnabel. «Gutes Üben, meine Schön», sagt der Storch Schönschnabel. «Danke», sagt die Störchin Langbein. Sie schlägt ein paar Mal mit den Flügeln, dann fängt sie mit den Kunststücken an. Der Kalif Storch und sein Grossvezier Storch schauen einander an und freuen sich schon auf das Ballett von dieser jungen Störchin. Wie eine prima Ballerina steht sie auf einem Bein, faltet ihre schwarz-weißen Flügel weit auf, drüllt eine Pirouette und noch eine und wirbelt wie eine Schneeflocke über die Wiese. «Herrlich!» ruft der Storch Schönschnabel begeistert. Jetzt probiert die junge Störchin auf der Zehenspitze einen Luftsprung. Aber sie knickt ein und geht um. «Nie verzagen, niemals klagen, einfach mutig nochmals wagen!» ruft der Storch Schönschnabel und blinzelt der jungen Störchin zu. Sie gumpelt wieder auf, steht wieder auf ein Bein, faltet wieder ihre Flügel auseinander und wirbelt wieder wie eine Schneeflocke über die Wiese zurück zum Weiher und zurück zum Storch Schönschnabel. Da probiert sie nochmal den Luftsprung und landet im Weiher. Der Kalif Storch und der Grossvezier Storch schauen einander an und können das Lachen nicht mehr verheben. Aus vollen Störchenhals giggeln sie drauf los. Plötzlich bleibt dem Storch Grossvezier das Lachen im Hals stecken. Wie ein Blitz fährt ihm durch seinen Storchenkopf. «Ach, Herr Jemine, mir wird's wirr und weh. Jetzt ist es geschehen. Wir hätten doch nicht lachen dürfen.
Jetzt haben wir es verpatzt. Das Wort ist verplatzt. Wir bleiben Störche für immer und ewig. Das Wort? Überlegt der Kalif Storch, 3-mal gegen den Osten neigen und dazu sagen Die beiden Störche stellen sich gegen den Osten, verbeugen sich und berühren mit den Storchenschnäbel den Boden. Aber eben, das Zauberwort ist weg. Kommt ihnen nicht mehr in den Sinn. Der Kalif Storch und der Grossvezier Storch schauen einander verdutzt an. Dann fasst sich der Kalif Storch und sagt: «Ja nu, fort ist fort. Was ist, das ist. Aus der Storchenhaut kommen wir nicht. Also bleiben wir so lange Störch, bis uns das Geheimwort wieder einfällt.» Der Grossvezier seufzt. Er schüttelt seine weißen Federn. Er hockt ins weiche Gras. Der Schreck ist ihm in seine langen Storchenbeine gefahren. Sie sind ganz schwabbelig geworden. Der Kalif Storch hockt zu einem Mann und probiert ihn zu trösten. Nach einer Weile stachsen sie miteinander auf ihren langen, dünnen Beinen durch den weiten Palastgarten. Sie müssen sich schon an die hohen Storchenbeine gewöhnen. Und auch an die Federn. Und an den langen Schnabel. Und das Fliegen muss geübt werden. Der Grossvezier Storch probiert es zuerst. Er breitet seine Flügel aus, flattert nochmal, stößt mit den Füßen ab und es geht. Es geht in die Höhe, aber oh nein! Er landet auf dem Federbauch. Nicht viel besser geht es dem Kalif Storch. Sie üben und gehen nicht auf. Jedes Mal geht es ein bisschen besser. Und dann geht es plötzlich. Ab, hoch in die Luft. Sie fliegen. Ja, sie fliegen. Sie können es. Hoch über die Palastmauer drüber aus und weiter bis auf die Felder vom Kalif. Dort landet sie wie richtige Störche. Nicht auf dem Bauch. Nein, tipptopp auf den Füßen. Stolz schauen sie einander an und rufen «Bravo!» «Jetzt wird gegessen», meint der Grossvezier Storch. Rundum gibt es Aprikosenbäume. Mit dem langen Storchenschnabel eine Aprikosen abholen, das ist kein Problem. Aber die Aprikosen essen, das ist ein Problem. Und schon kugeln und rugeln die Aprikosen davon. Die beiden Störche packen die Früchte wieder mit dem Schnabel spitz. Sie spiessen sie auf, aber sie bringen sie einfach nicht in den Schnabel hinein. Da stechen sie in die Aprikosen rein, stehen drauf, alles wird zu einem Mus und so klappt es. So geht es in den Storchenschnabel hinein. Nach dem Essen suchen die beiden Störche einen Schlafplatz. Es ist ihre erste Nacht in ihrem Storchenleben. Müde und mit Muskelkater in den Beinen und den Flügeln fliegen der Kalif Storch und der Grossvezier Storch auf den grössten Aprikosenbaum. Da hocken sie eng nebeneinander in den Blättern und schauen dem Himmel zu, wie sich der in eine grosse Wunderweltlaterne verwandelt. Der Mond steigt an den Himmel auf und wird heller und heller. Die Sterne glitzern silbergrell, als wollten sie dem Kalif Storch und dem Grossvezier Storch zuwinken. Dann schlafen sie ein. Am anderen Morgen machen sie beim Sonnenaufgang die Augen auf und schauen einander verwundert an. «Wo sind Sie? Wie sehen Sie denn aus?» Es dauert ein Zeitchen, bis sie wieder beide wissen, wo, wie, was und warum. Dann fliegen der Kalif Storch und der Grossvezier Storch in die Stadt. Es nimmt sie Wunder, was in der Stadt los ist, ja jetzt, wo der Kalif nicht mehr regieren kann, weil er ja ein Storch ist. Perfekt landet sie auf einem Hausdach. Von dort haben sie eine gute Aussicht. Sie strecken ihre langen Storchenschnäbel übers Dach runter und sehen auf Strassen, Gassen und Gässli. Die Menschen wuseln hin und her, stehen in Gruppen und Grüppli, trinken Tee und von überall tönt es bis zu ihnen rauf. «Wo ist der Kalif? Was ist mit ihm passiert? Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Der beste Herrscher von allen Zeiten!» Gross und klein ruft «Kalif! Kalif!» Ein paar Tage später hören sie von weitem weg Fanfaren, Trommeln und Schalmeien. Geschwind fliegen sie zu der Musik.
Sie landen auf dem höchsten goldigen Turm vom Kalif im Palast und staunen nicht schlecht. Eine pompöse, farbige Parade zieht durch die Hauptstrasse der Königsstadt zum Palast. Voraus reiten festlich ausgeputzte Ritter auf den schönsten Ross vom ganzen Land. Und auf dem allerschönsten Ross, auf dem weißen Lieblingsross vom Kalif, reitet ein Mann in einem Purpurmantel mit Goldstickereien und lässt sich als neuer König vom Volk bejubeln. «Freude, Freude dem neuen Herrscher, König Mizra von Ubudala!» Das tönt aber gar nicht fröhlich. Das Volk tut nur dergleichen, als würde es jubeln. Man sieht einen Haufen traurige Gesichter. Viele haben Tränen in den Augen, aber sie müssen rufen. So will es der neue König. Der Kalif Storch und der Grossvezier Storch staunen und stutzen und haben mit den Leuten Verbarmen. Ja, was soll das? Plötzlich fährt dem Kalif Storch ein Geistesblitz durch den Kopf. Ihm geht das Licht auf. Jetzt ist mir alles klar. Jetzt weiss ich, wieso wir zu dem schwarzen Pülverli gekommen sind. Wieso der Händler mit seinem roten Kästchen ausgerechnet vor meinem Palast auftaucht ist. Wieso es aus dem Kästchen gefunkelt hat wie an einem Nachthimmel voller Sterne. Und wieso mich das verflixte Schublädchen im Band gezogen hat, ruft der Kalif Storch. Wieso? Warum? fragt der Grossvezier Storch. Der Mizra aus Ubudala, der sich jetzt dort unten als König krönen lässt, ist der Sohn von meinem allergrössten Find. Er ist der Sohn vom bösen und mächtigen Zauberer Kaschnur. Der Zauberer Kaschnur hat mir ziemlich genau vor einem Jahr in einer dunklen Stunde Rache geschworen. Und das ist jetzt seine Rache. Ich bin ein Storch und sein Sohn Mizra reitet als König auf meinem Lieblingsross und zieht in meinem Palast und sitzt dort im 77. Zimmer mit der goldigen Wand und der Decke, die so blau ist wie die Nacht und auf mein dickes Seidenküssi. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Mächtiger Zauberer hin oder her. Komm, mein treuer Freund. Wir fliegen zum Grab vom heiligen Prophet. Vielleicht löst sich dort der hinterlistige Zauberer. Der Grossvezier Storch fragt dort, was passiert ist. Warum der Zauberer Kaschnur in einer dunklen Stunde Rache geschworen hat. Er breitet wie der Kalif Storch seine weißen Flügel auseinander und beide fliegen hoch in die Luft. Unter einem blauen Himmel fliegen sie zum heiligen Grab. Aber das Fliegen ist nicht so einfach. Nach ein paar Stunden tun ihnen die Flügel so weh, dass sie landen müssen. Purpurrot versinkt die Abendsonne am Horizont. Und die beiden Störche segeln in dem rosaroten Licht ins Tal runter und landen direkt vor einer Schlossruine. Der Kalif Storch und der Grossvezier Storch liegen auf dem weichen Boden und erholen sich das erste Mal von dem langen, anstrengenden Flug. Nach einer Weile wollen sie aber die Schlossruine erkunden und einen Schlafplatz suchen. Gewundrig stachsen sie los. Es ist unheimlich und gespenstig in dieser Ruine. Vorsichtig stachsen sie weiter. Plötzlich sehen sie helle Marmorsäulen, die verloren in der Ruine stehen. Gewundrig gehen sie weiter. Sie kommen in fürstliche Räume, die noch ziemlich gut erhalten sind, aber irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas macht die beiden ganz aufgeregt. Sie flattern mit ihren Schwanzfedern, ihre dünnen Beine zucken nervös und trotzdem stachsen sie weiter zwischen den Marmorsäulen durch. Sie hören auf jedes Geräusch. Sie gehen durch halb verfallene Räume und stockdunkle Gänge. Plötzlich bleibt der Storch Grossvezier stehen und flüstert: «Da stimmt einfach etwas nicht. Ich spüre schon die ganze Zeit in meinen Flügelspitzen. Und jetzt habe ich wirklich etwas jammern gehört.» Der Kalif Storch bleibt stehen und spitzt seine Storchenohren. «Stimmt, du hast recht. Jemand jammert.» Der Kalif Storch will sofort zum Jammern laufen,
Aber der Grossvezier-Storch packt ihn mit dem Schnabel an einem Flügel und fleht ihn an. «Halt, halt! Bitte, ja nicht in eine neue Gefahr stürzen!» Aber es nützt nichts. Der Kalif-Storch reißt sich los und stackst mit seinen langen Beinen weiter zum Geräusch. Er kommt in einen schmalen Gang und plötzlich steht er vor einer Tür, die nur angelehnt ist. Hinter dieser Tür jammert jemand herzerbärmlich. Mit seinem langen Schnabel stößt der Kalif-Storch die Türen auf. Sie giert und knurrt, aber sie geht auf. Überrascht bleibt er auf der Schwelle stehen. Es ist kein Mensch, der jammert. Es ist eine Eule. Sie hockt auf dem Boden und dicke Tränen kugeln aus ihren grossen, runden Augen. Mit einer heiseren Stimme klackt sie aus ihrem krummen Schnabel. Jetzt steht auch der Grossvezier-Storch neben dem Kalif-Storch. Wo die Eule die beiden Störche sieht, hört sie sofort auf brüllen und jubelt. Sie putzt mit ihren braungefleckten Flügeln Tränen ab und in einer deutlichen Menschensprache ruft sie: «Willkommen, ihr wunderbaren Störche! Was für ein gutes Zeichen! 2 Störche! Ja, die sollen mir Glück bringen, so ist es prophezeit!» Der Kalif-Storch staunet. «Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube kaum, dass wir dich retten können. Wir sind nämlich selber in einer blöden Lage und völlig hilflos.» «Willst du unsere Geschichte hören?» «Gern», sagt die Eule, «sehr gern.» Sie schüttelt ihre braun gesprenkelten Federn, plustert sich dick auf und hockt bequem an. Auch die beiden Störche flattern mit ihren Flügeln und machen sich auf dem Boden bequem. Dann erzählt der Kalif-Storch. Der Eule ihre grossen, runden Augen werden beim Zuhören immer grösser und noch grösser. Wo der Kalif-Storch die ganze Geschichte fertig erzählt hat, dankt sie ihm und sagt: «Oh, wunderbare Kalif-Storch und Storch-Grossvezier, ich bin genauso unglücklich wie ihr. Mein Herr Vater ist der Maharaja von Indien. Ich bin seine einzige Tochter. Ich heisse Lusaya.» «Was?» burzelt aus dem Storchenschnabel vom Grossvezier. «Aus Indien und Tochter vom Maharaja? Wie bist du so weit angekommen?» «Ach, das ist eine lange Geschichte, die aber schnell erzählt ist. Der böse Zauberer Kaschnur, der euch auch verzaubert hat auch mich ins Unglück gestürzt. Er ist an einem prächtigen Sommertag nach Indien in unseren Palast gekommen. Er hat meinem Vater um meine Hand angehalten. Er hat gesagt, dass ich die Frau von seinem Sohn Mizra werden soll. Aber das hat mein Vater nicht wollen. Und ich auch nicht. Mein Vater hat einen kurzen Prozess gemacht und hat den fiesen Zauberer aus dem Palast gerührt.» «Oh», ruft der Grossvezier-Storch. «Ja, und dann?» «Dann, am Nachmittag, ist er als Diener verkleidet zu mir im Palastgarten gekommen und hat mir ein Glas Tee gebracht. Er muss ein Pülverli drin haben, weil kaum habe ich einen Schluck genommen, habe ich mich in diese Eule verwandelt. Und noch bevor ich wegfliegen konnte, hat er mich gepackt und mich da in die Schlossruine gebracht. Wie, weiss ich auch nicht. Ich bin einfach plötzlich da gewesen. Mit einer gefürchigen Stimme hat er mir ins Ohr geflüstert: »Da sollst du jetzt hocken. Hässlich und wüst von allen Tieren verachtet. Und zwar bis an dein Lebensende oder bis dich einer in dieser schrecklichen Gestalt zu seiner Frau macht. So räche ich mich an dir und deinem stolzen Herr Vater Maharaja.» Er hat gelacht und ist verschwunden. «Oh weh», ruft der Grossvezier-Storch. «Ja, und jetzt?» «Das ist schon lang her. Ich lebe einsam und verlassen in diesen alten, feuchten Mauern und mein Vater weiss nicht, wo ich bin.» Prinzessin Eule putzt sich mit den Flügeln Tränen ab, die wieder an ihren Augenwimpern hängen. Der Kalif-Storch ist ganz nachdenklich geworden. Plötzlich strafft er seinen Storchenhals und sagt: «Wenn mich nicht alles täuscht, hängt dies Unglück mit unserem Unglück geheimnisvoll zusammen. Und es hat, glaube ich, nicht einmal so viel mit dem bösen Zauberer zu tun. Da muss noch ein anderes Geheimnis im Spiel sein. Aber was für eins? Und wie lösen wir das Rätsel?» Prinzessin Eule sagt: «Oh, wunderbare Kalif-Storch, eine Sternschnuppe hat die Lösung von dem Rätsel schon lange gebracht. Ich weiss nämlich, wie wir uns erlösen können.» «Wie?» fragt der Kalif-Storch aufgeregt und gumpelt von einem langen Bein zum anderen. «Als ich noch klein war, ist mir prophezeit worden, dass mir ein Storch einmal Glück bringen wird.» «Ja, wie können wir dir Glück bringen?» sagt der Grossvezier-Storch.
Hört, sagt die Eule mit ihrer heiseren Stimme. Der böse Zauberer kommt jeden Monat einmal da an in die Schlossruine. Und zwar in einen Saal. Ja, dort tafelt er zusammen mit seinen bösen Freunden. Ich habe ihnen schon ein paar Mal heimlich zugelassen, wie sie beim Essen mit ihren bösen Taten geblufft haben. Ja, wirklich? Fragt der Grossvezier Storch ganz aufgeregt. Ja, was für eine Chance! Vielleicht verratet der Zauberer Kaschnur ja unser Zauberwort, wenn er von seinen hinterlistigen Taten erzählt. Könnte doch sein, oder? Luseia, du wunderbare Prinzessin Eule, kommt aus dem langen Storchenschnabel vom Kalif. Ja, sag, wann kommt er dann das nächste Mal und wo ist der Saal? Die Eule runzelt die Stirne, räuspert sich und sagt, ich sag's, aber nur unter einer Bedingung. Ja, was für eine Bedingung? Fragt der Grossvezier Storch. Ich möchte auch gerne erlöst werden, sagt Prinzessin Eule. Das klappt aber nur, wenn einer von euch mich heiratet. So hat's der Kaschnur gesagt. Die Störche schauen einander an. Dann gibt der Kalif Storch mit seinem langen Storchenschnabel ein Zeichen und beide Störche gehen ein bisschen weg von der Eule. Sie flüstern. «Mein treuer Grossvezier», sagt der Kalif Storch, «ich kann mich doch auf dich verlassen. Ja, mach einen Heiratsantrag.» «Nein, nein und nochmal nein», sagt der Grossvezier Storch. «Ich habe doch schon eine Frau und ich mache unsere glückliche Ehe auf keinen Fall kaputt. Lieber bleibe ich ein Storch. Und sowieso bin ich zu alt für die junge Eulenprinzessin Luseia. Du hingegen, o glücklicher Kalif Storch, du bist jung und du hast keine Frau. Also kannst du Prinzessin Eule heiraten?» «Ich? Die Eule mit dieser heiseren Stimme heiraten?» ruft der Kalif Storch und stöhnt und lässt seine Flügel lampen. «Ja, was, wenn sie mir nicht gefällt? Ja, was, wenn sie mir nicht sympathisch ist? Und was, wenn ich mich nicht in sie verlieben kann?» Der Grossvezier Storch schaut dem Kalif Storch ruhig in die Augen und lächelt. Da gibt sich der Kalif Storch einen Ruck und sagt, «Also gut, ich mache der Eule einen Heiratsantrag.» Der Grossvezier Storch verbeugt sich tief und zusammen stachselt es wieder zu der Eule zurück. Der Kalif Storch flattert mit seinen weißen Flügeln, streckt seinen dünnen, langen Hals, steht königlich vor die Eule an, verbeugt sich und sagt, «Eulenprinzessin Luseia, willst du meine Frau werden?» Der Eule ihre kugelrunden Knopfaugen funkeln vor Glück und sie flattert mit ihren braun-grau gesprenkelten Flügeln. «Ja, ich will!» ruft sie. Der Kalif Storch nimmt die Eule Luseia für einen Moment in seine Flügel und dann fährt er ihr mit seinem langen roten Schnabel fein über ihr braunes Federkleid. Der Grossvezier Storch schaut zu und ist ganz gerührt. Dann plustert sich die Eule auf und sagt, «Ihr hättet es nicht besser bereichen können. Heute Nacht bei Vollmond versammelt sich der böse Zauberer mit seinen Freunden.» Jetzt flattern alle drei vor Freude umeinander. Dann hückelt sie in eine Ecke. Die Eule kriecht zum Kalif Storch an und er nimmt sie in seine Flügel. So wartet es, bis der Mond dick und rund am Himmel steht. Wo es so weit ist, plustert sich die Eule auf und sagt mit ihrer heiseren Stimme, «Es ist Zeit, kommt!» Vorsichtig führt sie die beiden Störche durch einen dunklen, schmalen Gang. Dann durch einen bisschen helleren Seitengang und dann strahlen ihnen aus einer halb verfallenen Mauer farbige Lichter entgegen. Sie schleichen näher. Plötzlich bleibt die Eule stehen. Die beiden Störche auch. Von dem Platz aus haben sie einen ausgezeichneten Überblick. Sie sehen den ganzen Saal, aber sie selber kann man nicht sehen. Der Saal ist ringsum mit weißen Säulen geschmückt und er ist prachtvoll verziert. Farbige Lampen leuchten. In der Mitte vom Saal steht ein runder Tisch voller feiner Sachen. Rund um den Tisch hat es rote Küsse und auf der Küsse sitzen 8 Männer in schwarzen Umhängen. Einer von denen ist
tatsächlich der Händler, der dem Kalif Storch das Zauberpulver verkauft hat. Der Zauberer Kaschnur höchstpersönlich. Und gerade in dem Moment ist er an der Reihe. Er muss von seinen bösen Taten in diesem Monat erzählen. Die anderen 7 trinken Tee und hören zu. Mit einem schadenfreudigen Grinsen erzählt der Zauberer Kaschnur die Geschichte vom Kalif und vom Grossvezier. Wie er sie reingelegt hat, wie er sie verwünscht hat, wie es ihm das Zauberpulver und das vergilbte Papier mit der Geheimschrift abgekauft haben, ohne zu wissen, was passiert. Er erzählt alles, jedes Detail und alles mit einem bösen Lachen. «Was für ein Wort hast du denn ihnen gegeben?» fragt einer von diesen unheimlichen Männern. «Ein schwieriges.» «Ja, das ist doch klar», sagt ein anderer ungemütlicher Typ. «Aber was für eins?» «Ja, was für eins?» wollen jetzt alle wissen. «Mutabor», sagt der Zauberer und lässt das Wort wie ein Praline auf der Zunge vergehen. Wo die Störche das hören, geraten sie fast zum Häuschen aus. Den Eulen kugeln die Freudentränen über ihr Federgesicht. Geschwind und leislich verschwinden die 3 von dem unheimlichen Ort. Draussen steht der Kalif Storch noch mal vor die Eulen an und sagt: «Du, meine Retterin und Retterin von meinem Freund Grossvezier, nimm mich zum ewigen Dank für die wunderbare Hilfe zu deinem Gemahl.» Die Eule schmiegt sich wieder an ihn an. Dann drehen sich der Kalif Storch und der Grossvezier Storch gegen den Osten. Sie verbeugen sich 3-mal, strecken ihre langen Hälse der Sonne entgegen, wo gerade in dem Moment wie eine riesige Orange hinter den Bergen vorkommt. Miteinander rufen das Zauberwort: «Mutabor!» Und im 0,9 sind sie zurückverwandelt. In Kalif und in Grossvezier, so wie man es kennt. Vor Begeisterung liegen sich die beiden Freunde in den Armen. Und was sehen sie, was sich so umdreht? Vor ihnen steht eine himmlische Schönheit. Eine Prinzessin so schön wie der Mond und wo strahlt wie die Sterne am Nachthimmel. Sie lächelt und streckt dem Kalif ihre Hand an. Der Kalif ist ganz verzaubert. Er nimmt seine Prinzessin in seine Arme, drückt sie lieb an sich an und sagt: «Ich weiss nicht, was ich dir sagen soll. Mein Herz ist übervoll.» «Du musst gar nichts sagen», mahnt der Grossvezier geschwind. «Wir müssen nämlich so schnell wie möglich weg von dem gefährlichen Ort.» «Stimmt, hast recht, Grossvezier», sagt der Kalif. Und sie brechen auf. Sie gehen so schnell wie sie können ins nächste Dorf. Der Kalif findet in seinem Gürtel das silbrige Dösli mit dem schwarzen Pülverli und ein paar Edelsteine. Mit diesen Steinen kaufen sie alles, was sie für eine geschwinde Heimreise brauchen. Und sie kaufen für jedes von ihnen einen blauen Umhang, so wie es die Händler aus der blauen Stadt haben. Der Kalif klebt sich einen langen Bart und der Grossvezier einen Schnauz an. Die himmlische schöne Prinzessin Lusaya wird in eine einfache Bauernfrau verwandelt. So reiten die 3 auf den Kamel vor das Tor vom Kalif seiner Stadt. Mit verstellter Stimme grüßen sie höflich. Die Wächter machen das Stadttor auf und lassen sie rein. Sie sind sicher, dass es Händler aus der blauen Stadt sind. In einer einfachen Herberge steigen sie ab. Der Grossvezier geht sofort ans Werk. Er fädelt es geschickt ein. Wie ein Lauffeuer und weit über das ganze Land aus verbreitet sich das Gerücht, dass der Kalif wieder zurück und dass der König Mizra ein Betrüger ist. Das Volk jubelt heimlich im Herzen. Unter dem jetzigen König Mizra hat es nämlich nichts zu lachen gehabt. Schon in der nächsten Nacht stürmt das Volk den Palast, der Mizra wird gepackt und ins Gefängnis gerührt. Und der Kalif kann endlich heim in seinen Palast. Und der böse Zauberer Kaschnur? Auch der wird gesucht und verwünscht. Er wird zu seinem Sohn ins Gefängnis gerührt.
Und in einer Mittagsstunde lässt der Kalif den Mizra und den Kaschnur aus dem Gefängnis holen. Wo sie vor dem Kalif stehen, müssen sie von dem schwarzen Pülverli schnupfen und sie verwandelt sich in 2 Mäuse. Der Palastkater hat eine helle Freude an den beiden Mäusen und jagt sie. Und ja, so ein Kater hat eben Hunger. Alle im Land sind froh und glücklich, dass ihr Kalif wieder da ist und wieder regiert. Und der Grossvezier sorgt dafür, dass schon gleich auch der Vater von der Prinzessin Lusaya, der Maharaja von Indien, mit seiner ganzen Familie durchs Stadttor im Palast vom Kalif zieht. Freudentränen fliessen, wo der Maharaja seine verlorene Tochter Lusaya wieder in die Arme schliesst. Dann wird Hochzeit gefeiert. Eine Hochzeit, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. 5 Wochen lang wird im ganzen Land die glückliche Heirat vom Kalif und der Prinzessin Lusaya aus Indien gefeiert. Und wenn die beiden nicht gestorben sind, dann lieben sie sich heute noch. SRF Kids Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.